Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber er hielt ihnen entgegen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden: Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen für Abraham hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da wollten die Leute wissen: Was sollen wir denn tun? Johannes antwortete: Wer 2 Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Hungrigen teilen. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten: Lehrer, und wir? Wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an: Verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde. Und alle fragten sich, ob nicht Johannes der Christus, der ersehnte Retter sei. Doch Johannes erklärte öffentlich: Ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat schon die Schaufel in seiner Hand, mit der er die Spreu vom Weizen trennt. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, die Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen, das nie verlöscht. So verkündete Johannes den Menschen die rettende Botschaft Gottes und ermahnte sie darüber hinaus mit vielen anderen Worten. Auch Herodes, den Herrscher von Galiläa, wies er scharf zurecht, denn dieser lebte mit Herodias, der Frau seines Bruders, zusammen. Er schreckte vor keinem Verbrechen zurück. Am Ende ging er so weit, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Der Prophet Jesaja hat den Johannes, den Täufer, angekündigt als der, der in der Wüste wird rufen. Was wir gerade gesehen haben, ist die Erfüllung von dieser Prophetie von Jesaja. Der Johannes, der Mann, der in der Wüste ruft und Grosses ankündigt. Der Johannes, der angekündigt wurde, der wird kommen und Jesus einen Weg wird bahnen. Das haben wir schon gehört vor ein paar Wochen. Alle, die es noch nicht gehört haben, sind herzlich eingeladen, diese Predigtserie auch noch zu hören. Es sind schon 2 vorhergehende Predigten zum Johannes der Täufer online. Der Rufer in der Wüste. Der Johannes hat nicht nur gerufen, sondern er hat sich auch mit den Grossen angelegt, mit den Grossen von seiner Zeit, mit dem Herodes, dem Herrscher von dem Gebiet, wo er dort unterwegs war. Und wenn man heute so die Geschichte liest, und vielleicht hat er vorher auch zugelassen, und denkst, was hast du dir dabei gedacht? Johannes, du weißt doch, was passieren kann. Und wenn wir dabei wären, dann wären wir so schnell an seine Seite und hätten gesagt: Johannes, bleib mal ein bisschen locker. Du kannst uns allen alle Wüste sagen, aber am Herodes, das ist zu gefährlich, das würde ich nicht machen. Und die Geschichte hat ja auch weniger erfreulich geändert für Johannes. Wie hat Johannes jetzt gleich gemacht? Er ist zum Herodes her und ist ihm an Karren gefahren. Und obwohl der Herodes ihn eigentlich nicht hätte wollen, hinrichten, hat er ihn gefangen genommen und am Schluss gleich hingerichtet, weil er einen schäbigen Deal mit seiner Stieftochter eingegangen ist. Der Johannes ist gestorben. Ich sage so, es ist so eine Mischung zwischen Machtmissbrauch von dieser Familie, vom Herodes, und auch ein bisschen eigenem Übermut. Er hätte ja nichts sagen müssen. Hätte er vielleicht nicht, ich weiss es nicht, wie die Geschichte wäre rausgekommen. Aber er hat es eben gesagt. Und uns zeigt der Umstand etwas. Der Johannes ist nicht nur von Propheten angekündigt worden, gesagt, der kommt einmal. Er war eben selber auch ein Prophet gewesen. Und was für einer. Jesus selber hat Johannes, können wir sagen, geadelt. Mit diesen Worten: Ja, Johannes ist ein Prophet und mehr als das. Der Johannes war nicht nur angekündigt gewesen,
von den Propheten, sondern er war selber einer gewesen. Aber was macht jetzt so ein, sagen wir mal, unerschrockener Sonderling, wie der Johannes einer war? Ich finde, hier ist er viel zu lieb gezeichnet. Ich glaube, das war wirklich so ein wilder Typ gewesen, oder? Unerschrocken, er hat Gas gegeben, den Leuten durch die Karre gefahren. Was macht ihn zum Prophet? Jesus hätte er eigentlich nicht ankündigen müssen, weil er hat ja Jesus getauft und er war da, es waren Zeitgenossen gewesen, oder? Also hat er nicht mega viel vorausgesagt. Natürlich hat er Jesus den Boden gelegt. Aber was machte der Johannes zum Prophet? Es ist eben vielleicht schon seine grosse Klappe. Er hat vielleicht nicht die grosse Zukunft vorausgesagt. Oder für uns ist Prophetie manchmal schon so ein Blick in die Zukunft, manchmal ein bisschen verschwommen. Aber trotzdem, irgendwie, wenn Gott uns etwas zeigt, es ist nicht unbedingt das. Es ist auch nicht die persönliche Ermutigung, unbedingt, wenn ein Bild für jemanden hat, einen prophetischen Eindruck. Zu diesen Zeiten sind Propheten oft genauso einsame Rufe gewesen, wie Johannes einen darstellt. Und sie haben gerufen, das haben sie gerufen. Sie haben erinnert, sie haben ermahnt, sie haben, wir haben es nicht so gerne, den Finger aufgehabt. Ihr Ziel war, das Volk, die Zuhörenden, zurück zu Gott zu führen. Für das hat Gott oft Menschen genommen, die nicht leislich waren und mega gut angepasst. Sie waren laut, sie waren konfrontativ. Sie haben Gas gegeben und das haben sie auch müssen. Weil ihr Job war, die Menschen aufzurütteln, ein bisschen zu schütteln, damit sie wach werden und wieder auf Gott schauen können. Das macht Johannes zum Prophet, nebst dem, dass Jesus gesagt hat, dass er ein Prophet ist. Der Johannes hat sich also mit der religiösen und der politischen Elite angelegt und hat ihnen geradeaus ins Gesicht gesagt, dass er findet, das sind nur Namensgläubige, was die machen, hat eigentlich keine Hand und Fuß, der tut nur so und hat keine Angst gehabt, was da nachher entgegenkommt. Und ich würde sagen, ihm war es zwar egal gewesen, aber ich glaube, er war schon nicht überrascht gewesen, was mit ihm schlussendlich passiert ist. Weil der Auftrag war ihm so wichtig gewesen, dass er anecken wollte, er wollte konfrontieren. In aller Deutlichkeit sagen, dass Gott Gott ist und das, was die Menschen da machen, dem nicht gebührt. Und ich glaube, dass er schlussendlich gestorben ist für ihn fast mehr Ehre als Gefahr gewesen, weil er für die gute Sache gestorben ist. Das ist der Johannes, der Prophet. Der Johannes hat sich aber nicht nur mit dem Herodes angelegt, das war sein letztes Spiel, könnte man sagen. Er ist auch berühmt worden durch die wortgewaltige Rede, die er an die Leute, die ihm zugelassen haben, gerichtet hat. Menschen, die sich taufen lassen von ihm, wir haben das letzte Mal gehört, dass er getauft hat, revolutionär, hat er nicht getauft, oder noch nicht, sondern er hat sie zuerst mal angepredigt. Und angepredigt wirklich im wahrsten Sinn vom Wort. Er hat ihnen in Erinnerung gerufen, was die Taufe bedeutet, was sie zu bedeuten hat, wenn er sich jemand wirklich ernsthaft taufen will. Am Anfang von seiner Rede redet er vom Gericht. Und er fährt sie an, ihr Schlangenbrut. Was für ein Kompliment. Eine super Einleitung zu einer guten Predigt, oder? Ihr Schlangenbrut. Ich weiß nicht, was ich sagen will, wenn mir das jemand ernsthaft sagen. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Wie kommst du auf die Idee? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Schlange, ich sage es jetzt gleich schnell, wo es eigentlich einleuchtend ist, steht eher fürs Böse. Schlangen bringen Verderben. Wir sind heute ein bisschen gescheiter, was Biologie betrifft, aber Schlangen stehen für das. Und wenn man jemand Schlangenbrut sagt, ist es ganz klar kein Kompliment. In dem Moment waren die Zuhörenden hellwach gewesen. Weil das sagst du nicht, das pfeift nicht einfach an dir vorbei. Die Zuhörenden waren Pharisäer, Schriftgelehrte, Leute, die rausgekommen sind mit den Schriften, aber auch Arbeiter, gewöhnliche Leute. Es war eine grosse Gruppe von Menschen. Alle zusammen hat er angefahren. Aber seine Rede war nicht einfach hässig. Er war nicht einfach rasend und einfach alle zur Schnecke machen. Es war sehr zielgerichtet. Weil er hat den Zuhörenden vorgeworfen, dass sie sich einfach, weil sie in der Blutlinie von Abraham sind, sich sicher fühlen. Sie waren Juden. Und sie haben sich auf dem ausgeruht. Und er hat gesagt, das ist nicht so.
Es braucht etwas anderes. Nur weil ihr im richtigen Stammbau geboren seid, kommt ihr nicht im Gericht davon. Man macht sich fast noch ein bisschen lustig darüber. Ja, Gott kann aus dem Stein ein Nachkommen von Abraham machen. Seine Rhetorik war mega scharf, oder? Und hat die Zuhörer aufgerüttelt. Ihr Doppelleben war immer ein Dorn im Auge. Also auf der einen Seite religiös tun, jetzt geht die religiöse Elite erhaben tun und ja, müssen die, die es richtig machen, auf der anderen Seite das Leben führen, das eigentlich nur um sich selber geht. Die Anklage ist klar gekommen und ich glaube, er hat nicht Sympathiepunkte gewonnen. Aber, und hier unterscheidet sich der Johannes, der Prophet, von anderen, die das Gericht predigt haben. Er hat auch zur Taufe, zur Umkehr aufgerufen. Er hat nicht nur das Gericht gebracht, sondern er hat auch die Lösung gebracht. Nämlich die Taufe, die Umkehr. Die Umkehr zu Jesus, der hier noch nicht so bekannt war. Kehrt um! Es ist möglich. Und euer Lebensstil soll davon zeugen, dass ihr umgekehrt seid. Wenn es euch ernst ist, dann sieht man es, dass ihr umgekehrt seid. Und was spannend und cool ist, kehrt um, hat nicht nur der Johannes gerufen, er hat vielleicht angefangen mit dem. Aber auch Jesus ist hat in diesen Ruf eingestimmt. Als der Johannes ins Gefängnis gekommen ist und Jesus angefangen hat mit seinem Wirken, hat Jesus auch gerufen, kehrt um, weil das Himmelreich ist nach. In Matthäus 4,17 kann man das nachlesen. Kehrt um zu mir, zu Jesus. Also der Johannes hat angefangen mit dieser Ankündigung, kehrt um, es ist möglich. Weil da kommt etwas, da kommt jemand, der dann euch wird retten. Also man sieht, Johannes hat den Ruf gestartet und viele nach ihm haben den Ruf übernommen. Und in dieser Botschaft kehrt um, da ist Befreiung drin. Befreiung durch Jesus. Das war noch vor dieser Zeit vom grossen Wirken von Jesus. Die Leute haben das noch nicht gewusst. Das war revolutionär damals. Jesus hat es dann erst noch möglich gemacht und der Johannes hat es schon angekündigt. Und als ob das nicht schon genug war, eben seine Rhetorik, die ist gekommen, oder? Hat er eben dort in der Wüste im Jordan Menschen getauft. Und damit hat er auch provoziert, weil er gesagt hat, das, was ihr im Tempo macht, all die Sachen, wo ihr das Gefühl habt, helfen euch, zu Jesus zu kommen. Lasst das sein, die Taufe, die Umkehr, die innere Umkehr, um das geht es. Nicht die komplizierten Rituale. Er hat die nicht abgeputzt. Die waren gut gewesen, bis jetzt dahin. Aber ab jetzt geht es um die Taufe. Und Johannes hat das eingeführt und gesagt, die innere Umkehr, um das geht es ab jetzt. Der Johannes hat also klar und deutlich gewarnt, ihm egal, wie es ankommt. Er hat aber auch die Hand ausgestreckt und den Menschen gezeigt, wo sie durchgehen können. Und der Weg, den er gezeigt hat, den wir zusammenfassen in dem Symbol der Taufe, der Umkehr, der ist bis heute für dich und für mich gültig. Und sein Rufen ist nicht ohne Wirkung geblieben. Die Menschen haben angebissen. Und das ist ehrlich gesagt auch noch ein bisschen erstaunlich. Ich muss wirklich sagen, wenn mir einer so anfährt, ich weiss nicht, ob ich ihm nachher Lust hat zuzuhören. Aber irgendwie haben sie gemerkt, was der Johannes da bringt, das hat etwas. Das hat etwas mit mir zu tun. Es hat sie nicht nur fasziniert, dass es eine spannende Geschichte ist, sondern es hat offenbar mit ihrem Leben etwas zu tun gehabt. Und darum haben sie wissen, wie sie der Teil von dem werden können. Was der Johannes meint, wenn er von dieser Frucht vor Umkehr redet. Und der Johannes hat dann einzelne Personengruppen angesprochen. Und wir gehen das nachher ganz schnell durch. Alles in allem hat er aber eigentlich vor allem etwas gesagt. Man sieht in eurem Leben, dass ihr umgekehrt seid, wenn ihr barmherzig handelt. Barmherzigkeit ist die gelebte Nächstenliebe. Wenn ihr nicht nur so tut, sondern auch danach handelt. Und er betont das dreifach. Zuerst zur unbestimmten grossen Menschenmenge. Er sagt ihnen, wer 2 Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Das ist so eine klassische Barmherzigkeitsaufforderung. Wer 2 Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Was noch spannend ist, er redet da nicht den Überfluss an. Also 2 Hemden haben oder 2 Gewänder haben, war hier normal gewesen.
Man hat 2 Gewänder gehabt, so wie du heute einen Pulli und eine Jacke hast, damit man nicht friert und schon gar nicht, wenn man draussen muss übernachten muss, in der kalten Nacht, hat man 2 Hemdli oder 2 Kleider gebraucht. Und er sagt, wenn du 2 hast, also wenn du genug hast, nicht Überfluss, dann gib eins weiter an einen, der Käse hat. Er fordert, dass Menschen über ihren Schatten springen, auf ihren Komfort verzichten und weitergeben, auch wenn sie nicht nur im Überfluss haben. Also er spricht alle Menschen an. Das Gleiche kann man aufs Essen beziehen. Nicht, wer viel zu viel zu essen hat. Wer Essen hat, soll teilen. Also widersteht dem Bedürfnis, den Mangel vom Gegenüber abzudrücken, weil er euch etwas kosten könnte. Sondern helft grosszügig, auch wenn es euch dann nachher vielleicht auch schlechter geht. Ich finde es eine herausfordernde Aussage. Der Zolleinnehmer, einer anderen Gruppe von Menschen, die offenbar auch dort ist gestanden, hat Folgendes gesagt: Verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Ja, ist ja logisch, würde man heute sagen. Das ist ja nicht legal. Ich weiß nicht, ob es hier legal war, aber die Zolleinnehmer sind auf jeden Fall bekannt, berüchtigt dafür, dass sie da und dort etwas abgezweigt haben. Das hört man immer wieder in der Bibel. Die haben sich einfach bereichert. Auf Kosten vom einfachen Volk. Und Jesus sagt ihnen, macht das nicht. Auch wenn ihr das könntet. Verhaltet euch gerecht. Nützt eure Stellung nicht aus. Auch wenn ihr nichts zu befürchten hättet. Auch sie fordert er aus. Fordert er auf. Gerecht zu sein, barmherzig zu sein, nicht überzutreiben. Sie haben einen Auftrag, den müssen sie machen. Sie haben einen Job, aber nicht mehr. Und die dritte Menschengruppe sind die Soldaten. Und ihnen antwortet er, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Auch das ist ja irgendwie logisch. Aber offenbar haben die Soldaten dort auch sich nicht zufrieden gegeben mit dem Sold. Sondern sie haben da und dort probiert, etwas abzuknicken. Erpressen, berauben. Sie waren mächtig. Sie waren die Mächtigen auf der Straße. Sie haben das können. Und ihnen sagt er, die Johannes, missbraucht eure Macht nicht zu eurer persönlichen Bereicherung. Bei den Soldaten kann man davon ausgehen, dass es Söldner waren vom Herodes. Also wirklich in einer starken Position. Und ihnen hat er direkt die Stirn geboten. Der Johannes hat die Menschengruppe nicht aufgerufen, das System umzustürzen. Das hätte er auch können. Ich glaube, es war nicht so cool für die Leute dort mal unter dem Herodes. Er hat aber nicht das gefordert. Er hat nicht eine äußere Revolte gefordert. Das, was er den Menschen gesagt hat, als Anregung, als Auftrag, wenn sie umkehren wollen, ist eine innere Umkehr. Und sie erinnert uns an das, was der Heilige Geist in dir und in mir bewirkt, wenn wir ihm den Platz lassen. Es erinnert mich an das, was der Paulus sagt im Galater 5,22, die Frucht vom Geist. Das, was entsteht, wenn wir uns Jesus zuwenden und der Heilige Geist in uns Sachen anfängt zu verändern. Es ist Liebe, es ist Freude, es ist Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Ich finde die Schnittmenge von dem, was der Johannes da fordert und ihnen sagt, hey, macht nicht das, beraubt die Leute nicht, sondern seid ehrlich, seid nett zu den Menschen, schaut ihnen. Es überschneidet sich nicht 100%, aber es überschneidet sich schön. Und der Johannes fordert von den Leuten eigentlich genau das, was man im Galater nachlesen kann. Genau das, was wächst, wenn wir uns Gott, Jesus, zuwenden. Es ist hier eine revolutionäre Umkehr, es ist es heute noch. Heute kennen wir es schon ein bisschen besser. Da war es noch mal viel revolutionärer gewesen. Und der Johannes hat das predigt, was nach ihm Jesus predigt hat, nach ihm der Paulus und ganz viele andere Menschen. Innere Umkehr. Ob der Johannes seine Zuhörer nachher noch getauft hat oder nicht, ist nicht direkt überliefert. Ich könnte es mir vorstellen. Es ist sicher auch so, dass die Frucht, die er davor hat, nicht heute gerade sichtbar wird, sondern es ist ein Lebensstil, der sich verändert, es ist die Persönlichkeit, es ist das Herz, das sich verändert. Aber was sicher angekommen ist, und das hat die Leute vielleicht noch mal darüber nachhirnen lassen, ob sie sich taufen wollen, ist die Umkehr, das, was du mit der Taufe bezügst, das ist nicht einfach ein Lippenbekenntnis,
sondern das soll sich in deinem Leben verändernd zeigen, als Kraft zeigen. Und ja, das kann der Heilige Geist wirken, das kann Gott wirken in uns. Wir müssen es aber zulassen und empfangen. Der Johannes predigt die Umkehr, die richtige Umkehr, die innere Umkehr und nicht nur die von außen gut aussieht. Und das heisst nachher, der Johannes verkündet Gottes Botschaft so viel und so oft, wie er können. Und er hat Erwartungen geweckt im Volk, weil er eben auf Jesus her verkündet hat. Und es verwundert auch nicht, dass er mit seinem Drive, den er hatte, eben der irgendwann schon Herodes geraten ist. Und dem Herodes vorgeworfen hat, dass er Ehebruch begangen hat. Und der Herodes das nicht so lustig gefunden hat. Es heisst zwar, dass der Herodes Hochachtung hatte vor dem Johannes. Irgendwie hat er auch etwas gespürt. Da ist etwas mit dem Mann. Er hat ihm gern zugelassen, obwohl es ihn aufgewühlt hat. Er hat es gespürt, aber er war irgendwie nicht in der Lage, über seinen Schatten zu springen. Er hat ihn gefangen nehmen und schlussendlich hinrichten. Also wir sehen auch, dass es nicht überall angekommen ist. Der Johannes war ein Prophet und am Schluss war er auch ein Märtyrer, weil ihm der Auftrag so wichtig war, dass er ohne Rücksicht auf seine eigenen Verluste geradeaus auch zum Herodes gegangen ist. Der Ruf zur Umkehr von Johannes hat hier einiges bewegt. Er hat die Leute an einem empfindlichen Ort getroffen. Es war nicht so, hey, wenn ihr Lust habt, da gäbe es noch ein besseres Leben, oder? Es war ein Ruf zur Umkehr, zur radikalen inneren Umkehr, die die Menschen getroffen hat. Und der Ruf, der hält bis in die heutige Zeit nach. Auch wir haben uns heute an unsere Privilegien gewöhnt. Wir haben unsere Erklärungen, warum wir Sachen machen und nicht machen. Und wir haben uns so an die Erklärungen gewöhnt. Wir glauben die Erklärungen, auch wenn sie vielleicht ungerecht erklären. Es ist vielleicht auch die Gesellschaft, die es uns verunmöglicht. Oder dieses und jenes. Aber ich glaube, der Johannes würde auch zu uns heute ein paar klare Formulierungen an uns wenden. Er lässt es nicht gelten, was wir uns selber schönreden, sondern fordert ein Leben nach einem höheren Maßstab. Und mir gefällt die Formulierung, in Markus 6 ist die, nochmal zurück zum Herodes, wie der Herodes beschrieben wird. Er hörte ihm gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Der Johannes hat den Finger dort hergelegt, wo es weh tut. Der Herodes hat es gewusst, dass er Recht hat. Es hat ihn unruhig gemacht. Er hat die Menschen dort verwünscht, die sie Geheimnis hatten. In ihren Schwächen, in ihren Schattenseiten, Unzulänglichkeiten. Und das löst Unruhe aus. Da und auch heute. Und das darf es auch. Es darf in mir eine Unruhe auslösen. Wenn ich die Predigt von Johannes dem Täufer lese oder sonst etwas merke und es löst etwas aus in mir, wo ich merke, irgendwo ist es nicht gut. Es löst etwas aus. Und es darf etwas auslösen. Wir sind uns heute vielleicht nicht mehr so gewöhnt. Wir haben ein bisschen einen netteren Umgang. Wir sind nicht alles so rumpelig wie der Johannes der Täufer. Aber er will auch bei uns den Finger herlegen, an dem Ort, wo es wehtut. Vielleicht in unserem Reichtum, bei unserer Steuererklärung, bei unserem Konsum, vielleicht beim Inhalt von unseren Computern und Handys, in unserem Umgang mit Menschen, speziell vielleicht mit den Menschen, die uns gegenüber in einer schwächeren Position sind, dort, wo es wehtut. Aber ich glaube auch, wo wir dort hinschauen, wo es nicht so verborgen ist, wie wir unterwegs sind als Gemeinschaft, geben wir unseren zweiten Mantel, dem, der einen braucht, und frieren halt die nächste Nacht ein bisschen. Und ich glaube, es würde uns beunruhigen. Ich glaube, es würde uns unruhig machen, wenn er zu uns reden würde. Weil er wahrscheinlich recht hätte.
Und wir damit würden anfangen kämpfen, innerlich, aussen würde es gar niemand sehen, oder? Aber innerlich, was meint er echt? Was ist es echt? Was bedeutet es für mich? Und nochmal, die Unruhe ist gut. Aber das Ziel ist nicht die Unruhe. Unruhe ist nur ein Wegpunkt. Unruhe, so wie sie der Johannes verursacht hat, aber der auch predigt, führt zur Umkehr. Das Ziel von Unruhe ist nicht, ein schlechtes Gewissen und dort zu verharren. Aber Unruhe braucht es, dass wir wieder zur Umkehr können. Für uns ist es vielleicht die tägliche kleine Umkehr in den kleinen Fragen vom Leben. Aber es können auch mal die grossen Themen sein. Die Unruhe ist nicht böse. Auch wenn ich weiss, oder das Gefühl habe, der Johannes hat die sicher sehr bewusst ausgelöst. Aber die Unruhe führt uns zurück zu Jesus, zur Umkehr. Und Jesus macht uns frei. Von dem, was uns weg von ihm ziehen will, von den Zwängen, von dem, was uns nicht gelingt, von unseren dunklen Seiten. Also wenn der Johannes uns aufruft, uns aufrüttelt, vielleicht auch dich und mich heute, dann nicht, dass wir in Unruhe hängen bleiben, sondern weil er etwas noch viel Besseres predigt hat. Das ist die Umkehr zu Jesus, das ist die Vergebung und das ist das, was er als Prophet auf die Welt gebracht hat und verbreitet hat. Im Blick auf Jesus. Und die Einladung heute geht an uns alle, dass wir die Worte von Johannes auch auf uns wirken lassen. Was es auch immer trifft bei uns. Ich lade dich ein, den Heiligen Geist auch zu fragen, was kann ich dort tun? So wie es die Zöllner und Soldaten gemacht haben. Und ich lade dich ein, herzuhören und vielleicht die Unruhe auszuhalten, die es möglicherweise auslöst. Was du damit machst, das musst du wissen. Aber ich glaube, es ist ein guter Moment, auf die Unruhe zu hören und dann mit der zu Jesus zu gehen. Und in diesem Teil von unserem Leben vielleicht nochmal umzukehren. Wir können auch gewinnen dabei. Ich möchte einen kurzen Moment von Stille aushalten. Und ich lade euch ein, die Frage Jesus zu fragen, den Heiligen Geist zu fragen. Was möchtest du von mir? Und da klopfen wir jetzt nicht auf den Busch und holen das schlechte Gewissen hinführen, sondern probiert vorwärtsgerichtet die Frage zu fragen und zu sagen, Jesus, Heiliger Geist, was möchtest du mir zeigen? Die Unruhe zulassen und nachher haben wir Zeit, um sie zu verarbeiten. Wir nehmen uns kurz Zeit. Jesus, du kommst, du bist gekommen, um uns zu befreien. Heiliger Geist, du lebst in uns. Jesus lebt in uns, haben wir am Anfang gehört, in Moderation. Und du hast so viel für uns parat. Du möchtest uns dorthin führen, was uns gut tut. Du bist mit uns. Du liebst uns von Herzen. Wir sind deine Kinder. Und ich möchte mich von dir auch bewegen lassen, dort, wo ich mich abgewendet habe. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in unserem Leben immer wieder an den Ort kommen, wo wir es zulassen. Wo wir die Unruhe zulassen, weil die Unruhe uns nicht so durcheinander bringen und kaputt machen und destruktiv sein soll, sondern uns wieder zu dir führen. Und ich bitte dich dort, wo sich Unruhe breit gemacht hat oder breit macht in unseren Herzen, dass du dort kommst. Mit Befreiung, mit Erlösung, mit Vergebung. Wir brauchen das alle. Und ich sage euch, dass ihr vielleicht jetzt mit einer Unruhe zu Jesus gehen könnt. Aber dass wir auch immer wieder dürfen, uns von diesen Worten von Johannes dem Täufer inspirieren lassen, abholen lassen, hinterfragen lassen, damit wir nochmal ein Schritt näher zu Jesus machen können. Jesus, ich danke dir, dass du bereit bist, uns gnädig zu begegnen und dass das für uns alle gilt. Amen.